Herzlich willkommen. Angesagt ist wieder. Wir sitzen hier im Hofbräukeller zusammen mit dem Herrn Steinberg, der hier seines Zeichens Wirt, Seniorwirt und Urgestein des Münchner Gastronomiebetriebs ist. Unter anderem ein Wiesenzelt betreibt. Wenn ich Urgestein höre, da denkt man immer an uralt, oder? Na, so habe ich das nicht gemeint. Aber schön, dass Sie uns ein bisschen Einblick in Ihr Leben geben lassen Sehr wollen gerne. heute. Trinken wir Das erst mal. erste Mal, ja. Prost. Gesundheit, Prost. Ja, ist schon was Gutes. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Und Sie müssen mich halt fragen, dann kriegen Sie Genau. für alles eine Antwort, hoffe ich. Das ist ja perfekt. Dann fangen wir doch gleich mal früh an. War Wirt immer schon Ihr Ziel? Nein, überhaupt nicht. Ich habe ja meine Frau, die Tochter von dem Wienerwaldgründer Friedrich Jahn ist, mit 30 Jahren kennengelernt. Wir haben mit 31 Jahren dann geheiratet und dann musste ich die Branche wechseln. Ich war ja Fotokaufmann. Mein Vater hat ein Fotogeschäft in München gehabt. Diese Fotogeschäfte, die es ja heute gar nicht mehr gibt in der Art, in der Maxburg, also in der Innenstadt. Und ich war da fest, habe dort gelernt, habe dort gearbeitet und hatte den Laden eigentlich schon übernommen. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann hieß es für mich, willst du weiter Fotoapparate verkaufen oder lieber Händel? Dann habe ich mich für Brathändel entschieden und seitdem bin ich eben in der Gastronomie tätig. Ich musste halt mit 31 noch einmal wirklich ganz unten anfangen und mich hocharbeiten, denn Sie können sich vorstellen, wenn ich als eingeheirateter Schwiegersohn von der Branche, keine Ahnung, da in so ein Weltunternehmen komme, dass man mich da schon beobachtet hat. Ja, Ich wollte es natürlich selbst beweisen, mir selber, meiner Frau natürlich, meinem Schwiegervater und natürlich all denen, die mich beobachtet haben, dass ich mich nicht in ein gemachtes Nest setzen will, sondern dass ich schon was bewegen will und was weiterbringen will. Und da habe ich halt noch einmal wirklich von unten angefangen, alles zu lernen und habe mich halt dann so langsam hochgearbeitet. Okay. Und Jahn war ja der Anfang, also das Wienerwald-Imperium sozusagen. Wie ging es dann weiter? Wie kam es dann Richtung Hofbräuhaus? Der Wienerwald hatte zu dieser Zeit, auch 1970, als ich geheiratet habe und in die Gastronomie eingestiegen bin, seit der Zeit hatte der Wienerwald auf dem Oktoberfest ein kleines Zelt. Da gibt es ja auch diese kleinen Wiesenzelte. Ja, genau. Und vielleicht erinnern Sie sich, das war das Zelt, wo die ganzen Hühner Händel ist so rausgepickt raus. haben, Ja, genau. Und dieses Zelt habe ich 10 Jahre lang mit einem Kollegen geführt, also jedes Jahr zur Wiesn, als ich dann eingearbeitet war in die ganze Gastronomiegeschichte. Und habe dann 10 Jahre das Wienerwaldzelt geführt. Und 1980 oder 1979 kam jemand auf mich zu und hat ein Freund, ein Bekannter meines Schwiegervaters, aber den ich auch sehr gut kannte, der sagte zu mir, die Brauerei sucht für das Hofbräuzelt einen neuen Wirt, hättest du da Interesse? Und wenn man sowas angeboten kriegt, sagt man dann nicht nein. Dann musste ich erst meinen Schwiegervater überzeugen, der war nämlich nicht so begeistert. Meine Frau hat gleich gesagt, ja, das machen wir gemeinsam. Die war ja auch in der Gastronomie und hat ja zu dieser Zeit auch in der Zeit, wo wir uns schon kannten, noch viel in der Gastronomie im Wienerwald mitgearbeitet. Die war auch einverstanden, aber mein Schwiegervater, der wollte das eigentlich nicht so gerne. Der hat gesagt, du, erstmal haben wir das kleine Zelt auf der Wiesn, das reicht uns und du bist ja weltweit für den Wienerwald unterwegs. Ich habe zu dieser Zeit die ganzen Auslandsbetriebe für den Wienerwald betreut und bin also wirklich von Nord nach Süd, also von Helsinki, da hat man einen Betrieb bis runter nach Johannesburg und von Tokio bis New York. Überall gab es ja Wienerwald. Überall gab es Wienerwald. Ja. Und da war ich immer viel unterwegs. Und dann hat er gesagt, also du hast ja genug Arbeit und genug zu tun, du brauchst jetzt nicht nur so ein Wiesenzelt und kümmere dich du um den Wienerwald. Und ich wollte das halt doch, weil wenn man sowas angeboten kriegt, wie gesagt, dann spricht man das ungern aus. Und habe ich ihn dann letzten Endes auch überzeugt und war dann einverstanden. Und dann haben wir 1980 das Hofbräuzelt auf der Wiesn übernommen, meine Frau und ich. Und waren natürlich dann sehr, sehr froh, als die Katastrophe mit Wienerwald begann, als der Wienerwald ja nun 1982 Insolvenz anmelden musste und das ganze Imperium ja zusammenbrach, hatten wir wenigstens ein zweites Bein, auf dem wir schon standen. Also wir hatten das Zelt schon und dadurch ging es uns im Grunde genommen trotz allem recht gut. Kann man sich das so vorstellen, dass wenn man so ein Zelt haben möchte,
dass das immer noch ein großer Kampf ist? Oder war das wirklich so, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, das wurde uns angeboten? Oder muss man sich da schon anders bemühen drum? Ja, also der Stellenwert der Wiesen, des Wiesenzeltes ist heute auch ein ganz anderer, als er damals schon noch war. Ich kann mich erinnern, 1980, wie wir das Zelt übernommen haben, da war die ersten Tage, am Eröffnungstag schon, am Samstag, aber dann die ersten Tage auf dem Oktoberfest in der ersten Woche war kaum was los. Da war also wirklich mittags gar nichts los, überhaupt nichts. Und abends waren halt ja, so einige Boxen besetzt, aber das Zelt war im Vergleich zu jetzt eigentlich nicht frequentiert. Erst ab Donnerstag ging dann die Wiesn eigentlich so richtig los und die zweite Woche war dann auch stärker. Aber die Wiesn hatte nie diesen Stellenwert und diesen Druck, den wir heute haben durch das Publikum. Und ich habe ja damals mittags eine Gulaschkanone mitten ins Zelt reingestellt, damit habe ich einen Koch dahinter gestellt, der dann da Eintöpfe gekocht hat, damit ich mittags überhaupt Leute im Zelt hatte. Okay. War einer der ersten mit meinem Kollegen Haberl, Hermann Haberl, die Ochsenbraterei, die mittags eine Musik gemacht haben. Wir haben dann mittags Musik gemacht. Dixieland im Hofbrätzelt war die erste Dixieland-Kapelle, die da mittags gespielt hat und hat halt versucht, auf diese Art und Weise Leute ins Zelt zu bekommen. Also ich wollte damit sagen, der Stellenwert der Wiesn war damals noch lange nicht so der wie heute. Und man muss natürlich, wenn man so ein Zelt übernimmt, muss man natürlich eine gewisse Gastronomieerfahrung mitnehmen. Die hatte ich schon 10 Jahre durch das kleine Zelt und durch meine Wienerwalderfahrung. Man braucht einen gewissen finanziellen Hintergrund auch, weil sie ja doch am Anfang eine ganze Menge investieren müssen. Sie müssen was übernehmen, sie müssen Dinge erneuern und so weiter. Und das hatte ich Gott sei Dank durch den Wienerwald eben auch. Und deshalb kam der Freund von uns eben, oder die Brauerei, auf die Idee, mir das überhaupt anzubieten. Heute ist es natürlich schon so, dass man im Grunde genommen eigentlich kämpft um jedes Zelt. Sie kriegen das ja aus der Presse auch so ein bisschen mit. Klar. Dann ist mal wieder Wechsel da, dann kommt wieder ein neuer Wirt, dann wird einer aus irgendwelchen Gründen abberufen, weil er sich vielleicht etwas hat zu Schulden kommen lassen. Aber wenn sowas passiert, dann stehen mindestens 8 oder 10 da, die schon warten. Und am Stuhl eines Wiesenwirts wird immer irgendwo ein bisschen gesägt. Und da musst du halt schauen, dass du dabei bleibst und dass du einen guten Kontakt hast zu der Brauerei und auch das gut ordentlich machst, dass die Gäste zufrieden sind. Dann wird man auch noch eine Zeit lang das Zelt führen dürfen. Ja, also ihr führt es ja richtig gut, über viele Jahre auch schon. Macht ja immer wieder Spaß, bei euch reinzugehen. Aber das ist ja, also von außen, wir machen ja immer Party und Stimmung und das ist ja alles toll und Bier fließt. Aber es ist ja ein mittelständisches Unternehmen, was da auf 14 Tagen hingestellt wird. Ja, das ist schon. Habt ihr da Freizeit? Wie viele Leute arbeiten da mal in so einem Zelt? Wir arbeiten, also in unserem Zelt im Ganzen sind ungefähr 520 Menschen beschäftigt. 520? Da ist natürlich die Kapelle dabei, da ist die Putzkolonne dabei, die nachts alles wieder sauber macht. Da ist auch der Security-Dienst dabei. Wir haben zum Beispiel am Wochenende immer zwischen 80 und 100 Security-Leute, die sich also nur darum kümmern, dass auch Ordnung herrscht und dass alles zivilisiert einigermaßen zivilisiert zugeht. Also dass halt keine Schlägereien Dinge passieren, dass die Leute einigermaßen anständig aufführen. Und wenn Sie das zusammenrechnen, allein 250 Bedienungen und dann die Küche und alles, was Sie sonst noch brauchen an Personal, kommen wir auf 520 Mitarbeiter. Stimmt. Schön ist es bei uns, das muss ich sagen, dass wir doch sehr, sehr viele langjährige Beschäftigte haben. Ich frage immer am Anfang der Wiesn, an dem Tag der Einschreibung, da kommen also alle, bringen ihre Papiere mit, die sie mitbringen müssen, kriegen dann ihre Anstecknamen und Nummern, die Bedienungen. Und dann halte ich, jetzt natürlich nicht mehr, jetzt macht es mein Sohn, aber früher habe ich immer eine Ansprache gehalten und ihnen gesagt, was ich mir so vorstelle, wie ich haben möchte, dass die Gäste bedient werden, was es Neues gibt, was sich geändert hat zum letzten Jahr. Und bei der Gelegenheit ist meine erste Frage immer gewesen, und jetzt meinem Sohn natürlich auch, wer ist heuer zum ersten Mal da? Und wenn dann von 500 Leuten gerade mal so 20 die Hand heben, wir sind zum ersten Mal da, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass es eben langjährige Mitarbeiter sind, die für uns arbeiten. Und schon ein bisschen Familie. Dass sie zufrieden sind, ja. Jetzt haben wir uns ja schon mal getroffen und Gespräche geführt und da haben wir ein bisschen erzählt, oder das haben Sie ein bisschen erzählt, von den Besonderheiten, dass ihr ja immer eigene Mastkrüge designt habt. Haben. Genau. Haben wir Schluss gemacht jetzt. Wann ging diese Tradition eigentlich los? Gleich relativ früh. Also
Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir noch keinen Krug, aber im zweiten Jahr ging es schon los. In der Anfangsphase hatte ich verschiedene Münchner Künstler, die sowas designt haben und den Rupert Stöckel zum Beispiel, ob Ihnen das noch ein Begriff ist, der war so der bayerische Dali, hat man ihn genannt, Ja. ein bisschen surrealistische, aber immer bayerische Motive gemalt. Dann hatte ich den Dieter Hanisch, einen Karikaturisten, der mir einige Krüge gemacht hat. Und irgendwann mal gingen mir die Namen aus. Ich fand niemand mehr. Und dann kam ein Freund von mir auf die Idee und hat gesagt, du musst ja nicht immer Künstler haben. Nimm doch einfach irgendwelche prominente Leute, die, ob sie malen können oder nicht, vielleicht kann da die Tochter malen oder der Sohn oder die Frau, aber nimm doch irgendwie Leute, die gemeinsam mit einer Familie zum Beispiel einen Krug malen. Und ich fand diese Idee prima. Und seitdem haben irgendwelche prominente Maler für mich immer diesen Krug gemacht. Wer war das zum Beispiel? Die meisten haben ihn selbst gemalt, aber es waren halt auch einige dabei, die haben sich dann irgendwie unterstützen lassen von den Kindern oder von der Frau. Ja, erst einmal waren die bayerischen Ministerpräsidenten dabei, der Horst Seehofer, der den letzten Krug gemacht hat. Dann war der Edmund Stoiber hat einen Krug gemacht, der Kurt Faltelhauser, bayerischer Finanzminister, hat einen Krug gemacht, Herr Söder hat einen Krug gemacht, dann hat einen Krug gemacht die Caroline Reiber, dann hat einen Krug gemacht der Christian Neureuter mit seiner Frau. Ah, schön. Dann hat einen Krug gemacht Poldi von Bayern, unser Prinz Poldi. Ja, und so kommt eine ganze Reihe von Prominenten zusammen. Und ich habe in meinem Keller also ein Regal, da stehen jetzt ungefähr 36 verschiedene Krüge drauf. Aus jedem Jahr eben einer, auf die ich immer ganz gerne zurückschaue. Und dann war es eben so weit, dass mir meine Kinder dann auch gesagt haben, wir müssen uns immer was anderes einfallen lassen. Diese Krüge immer und diese Vorstellungsveranstaltungen, die wir da immer gemacht haben, hat sich irgendwie doch überlebt. Und haben wir gesagt, gut, jetzt hat der Seehofer den letzten Krug gemacht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit auszusteigen, denn was gibt es nach Seehofer noch? Gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, entweder nach Berlin zu gehen und sagen, Frau Merkel, machen Sie uns einen Krug, oder nach Rom und fragen, Heiliger Vater, wie wäre es mit Malen? Und das haben wir also die Kontakte nicht gehabt. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch einen Krug. Und zwar nicht von einem Prominenten, sondern den macht die Familie Steinberg selber. Und der letzte Krug nach Seehofer war dann unser Krug. Und das war der letzte, der vor 2 Jahren gemacht worden ist. Okay. Und jetzt sind die Kinder dabei, was Neues zu organisieren. Also anstatt der Krugvorstellung, wir haben ja da immer eine kleine Veranstaltung gemacht hier im Hofbräukeller, haben sie jetzt was anderes vor. Die Krugvorstellung wird es also nicht mehr geben. Sind die Maler oder die Künstler jetzt in Anführungsstrichen, sind die auch immer zum Feiern dann zu euch ins Zelt gekommen? Das war, erstens mal haben wir eine Krugvorstellung gemacht, eine Veranstaltung, da waren immer ungefähr 250 geladene Gäste da, und dann wurde der Krug vorgestellt, einmal die meiste Zeit von mir damals noch und dann natürlich auch von meinem Sohn und mit einem Kabarettisten zusammen haben wir immer einen sehr, sehr schönen Abend gemacht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was war jetzt Ihre Frage? Ob die viel gefeiert haben bei euch? Ja, also da haben wir gefeiert und das sind natürlich alles Leute gewesen, allein schon durch die Vorbereitung für diesen Krug. Haben wir sich ja 3-4 Mal getroffen und da hat man immer sehr, sehr nette Gespräche gehabt und wir sind eigentlich alles Freunde geworden, die diese Krüge gemalt haben und kamen natürlich dann auch auf der Wiesn, klar, haben dann Krüge signiert und haben dann anderen Leuten, denen wir die Krüge geschenkt haben oder auch verkauft haben. Wir haben ja die meisten verschenkt, aber ein paar wollten halt auch einen kaufen. Dann konnten wir die von den Künstlern signieren lassen und dann sind die auf der Wiesn verteilt worden. Sehr schön. Gibt es irgendeine Anekdote, die man erzählen darf? Also irgendwie so über die Krüge oder? Na, über die Gäste. Die Wiesn überhaupt. Ja, es gibt natürlich ein paar so Highlights auf der Wiesn. Gleich eher 3 Sachen möchte ich da vielleicht kurz erzählen dürfen. Einmal, das ist wo mir an einer Schenke, das war jetzt glaube ich das 2. Jahr, wo ich auf der Wiesn war, ist mir an einer Schenke 1 Stunde vor Betriebsschluss das Bier ausgegangen. Darf natürlich einem Wirt normalerweise nicht passieren, aber damals gab es ja noch nicht die Container, da gab es ja noch die Fässer, die großen, und da hatte halt eine Schenke falsch kalkuliert und da waren also 2 Fässer, die uns am Abend gefehlt haben.
Und gut, in den anderen Schenken gab es noch Bier, aber es ist natürlich für die Bedienung ungünstig, wenn sie dann durchs ganze Zelt laufen Ja, müssen. klar. Also habe ich meinen Freund Richard Süßmeier angerufen, der damals mein Nachbar war im Ambossschützenzelt. Und habe gesagt, du Richard, kannst du mir 2 Fassel Bier leihen? Ja, freilich, komm rüber. Ich bin mit meinen Schenkkellnern und meinen Schenkkellnern rüber, zu dritt und zu viert waren wir, haben so ein Fassel Bier rübergerollt vom Ambossschützenzelt auf eine Leiter. Da lag gerade so eine Leiter, so eine Bauleiter aus Holz allerdings. Die haben wir dann da an den Ganter, diese Tische, wo die Fässer oben standen, heißen ja Ganter, angelehnt und haben dieses Fass das erste hinaufgerollt. An der Mitte der Leiter war die Leiter durchgebrochen und das Fassel lag wieder am Boden. Gut, wir haben die dann schließlich doch draufgebracht und es gab dann halt eine Stunde lang im Hofbräuzelt Paulanerbier. Das ist auch echt eine Geschichte. Hat aber keiner gemerkt. Hat keiner gemerkt. Das ist eine Anekdote. Dann war natürlich zwar keine lustige Anekdote, aber es ist natürlich schon, sagen wir mal, für uns war das kein guter Start, die Wiesn. 1980 war ja das Attentat, Ja. das Attentat auf der Wiesn und es war unser erstes Jahr und dadurch, dass dann auch ein Tag oder 2 Tage, glaube ich, sogar ausgefallen sind, bis man sich entscheiden konnte, die Wiesn doch weiterlaufen zu lassen, war natürlich kein toller Start. Und ich kann mich noch erinnern an diesen Abend, wo wir da dann gehört haben, was draußen passiert ist. Wir im Zelt haben das ja gar nicht so mitgekriegt. Wir haben zwar einen Knall gehört, aber jeder hat gedacht, da ist irgendwo eine Gasflasche explodiert oder sowas, aber natürlich nicht dann so eine grausame Geschichte. Und da haben wir dann einfach unsere Musik, ohne lange zu fragen, einfach eine Stunde weiterspielen lassen, um einfach die Leute im Zelt zu behalten. Normalerweise musste ja um 10:30 mit der Musik aufhören. Ach so, ja, Und genau. da haben wir dann bis um 11:30 die Musik weiterspielen lassen, damit eben die Leute im Zelt geblieben sind, damit es nicht draußen irgendwelche Katastrophe gegeben hat. Ja, und dann wieder eine etwas lustigere Geschichte, einer meiner die ich eigentlich auch schon sehr oft erzählt habe, aber ich kann es in dem Zusammenhang ja noch einmal erzählen. Einer meiner beliebtesten und treuesten Gäste war immer Franz Josef Strauß. Und dadurch, dass ja das Hofbräuzelt eine staatliche Institution ist, ja dem Freistaat Bayern ja gehört, haben wir natürlich auch sehr viele Politiker in unserem Zelt. Und wie gesagt, der Franz Josef kam also auch, war ja ein guter Freund meines Schwiegervaters und ich war auch per Du mit ihm und er kam also mindestens 3-4 Mal während der Wiesn ins Zelt, hat sich erst draußen gesetzt in die Wirtebox, hat was er gegessen hat, weiß ich nicht mehr, aber hat es jedenfalls sich gut gehen lassen und hat sein Bier dazu getrunken und dann hat er gesagt, komm, jetzt gehen wir ins Stüberl. Und wir haben hinter unserer Wirtebox einen kleinen Stüberl, wo wir uns ab und zu mal zurückziehen, wenn wir mal ein bisschen Ruhe haben will. Ja, klar. Sagen wir so, jetzt isst man selber mal eine Kleinigkeit oder trinkt mal ein Glas Wein oder einen Kaffee, das macht man dann in diesem Stüberl. Und da haben wir eben auch so ab und zu Freunde und gute Bekannte mit dahinter genommen in den Stüberl. Und es hat sich natürlich sehr schnell rumgesprochen, gerade bei guten Freunden, dass man in dem Stüberl einmal zur Ruhe kommen kann. Das hat der Franz Josef schamlos ausgenutzt. Also jedes Mal, wenn er bei uns war, der gesagt, so und jetzt gehen wir in den Stüberl. Und ich hatte in meinem Kühlschrank da immer schon meinen Boxbeutel stehen, weil ich wusste ja, dass er dann am späteren Abend immer ganz gern ein Glas Wein trinkt und den Boxbeutel ja geliebt hat. Und oft war er mit einem Kabinettskollegen da und dann haben sie diskutiert um den Tisch rum und haben politisiert. Das war für mich daheim interessant. Ja, klar. Man hat dann das eine oder andere doch mitgekriegt, was so hinter den Kulissen passiert. Und das hat sich halt oft auch sehr, sehr lange hingezogen. Und ich kann mich noch oft erinnern, dass ich dann da saß und habe meine Abrechnung auf dem Schoß machen müssen, weil am Tisch hatte ich gar keinen Platz, weil der Tisch saß voll. Wir haben da Kabinettssitzungen gemacht. Ich habe da gab es noch keine Computer, da hat man noch die Abrechnung mit der Hand machen müssen. Und das habe ich halt dann am Schoß gemacht. Und die haben diskutiert und diskutiert. Und da ist er so ab und zu mal so ein bisschen eingeschlafen und so eingenickt. Das hat man ja gekannt von anderen Gelegenheiten auch. Aber hat immer genau gehört und aufgepasst, was die anderen gesagt haben. Und wehe, es hat einer was Falsches gesagt, was nicht in seinem Sinne war. War er sofort wieder wach und hat sofort wieder Kontra gegeben. Bis ich dann 1:30, 2 nachts dann gesagt habe, du Franz Josef, wir haben keinen Wein mehr. Ich wollte heim. Ja, klar. Wenn ich den ganzen Tag auf der Wiesn war, hat man sich ja vorstellen können, dass man auch ganz gerne mal ins Bett geht. Und dann habe ich gesagt, Franz Josef, wir haben keinen Wein mehr.
oh, so hast du kein Wein, weil wir ein Bierzelt sind und kein Weinzelt. Dann hat er halt auch gemerkt, dass es langsam Zeit ist. Und dann hat er dann auch das Stüberl verlassen und hat sich heimfahren lassen. Also es sind halt so kleine Anekdoten, so kleine Geschichten. Aber schön. Also da verbindet man ja viel und man merkt ja auch das Herzblut, also dass Sie da wirklich ein aktiver Gastgeber sind. Also Sie lieben ja diesen Job. Ja, den liebe ich wirklich. Jetzt war ja so, dass Sie Einfach vor ein gerne. paar Jahren ja... Ich liebe einfach gerne mit Menschen zusammen zu sein. Ja, das merkt man. Mit Menschen auf der einen Seite mit den Mitarbeitern. Und das ist ja auch manchmal nicht einfach, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, zu motivieren, gerade in so einer Stresssituation wie auf der Wiesn. Muss man ja auch einmal ein bisschen anders mit den Mitarbeitern reden. Und auf der anderen Seite die Gäste natürlich. Ja. Und das macht mir sowieso Spaß, von Tisch zu Tisch zu gehen, die Gäste zu begrüßen, fragen, ob sie zufrieden waren. Und auch wenn man mal die eine oder andere Reklamation vielleicht annehmen muss, auf der Wiesn oder auch hier im Hofbräukeller, dann weiß man wenigstens, dass der Gast ehrlich war und man kann sowas abstellen. Und es macht mir einfach Spaß, mit Menschen mich zu unterhalten und ja, einfach zusammen zu sein. Ja, Sie wollten das fragen. ja jetzt haben Sie vor ein paar Jahren sozusagen so an die nächste Generation abgegeben, das Geschäft. Was passiert da in einem drin? Ist das... Also erstens einmal habe ich das nicht abgegeben so, wie sich das jetzt anhört, wenn Sie das sagen, sondern es war bei uns oder ist bei uns ein Prozess. Das heißt, wir haben eigentlich angefangen, die Kinder sind ja mit der Gastronomie bei uns groß geworden. Sie haben hier im Hofbräukeller die Gastronomie jeden Tag miterleben können. Noch im Wienerwaldzelt auf der Wiesn kamen die, da waren sie noch in der Schule und haben Nachmittag, da hatten wir ein Hausmädchen zu Hause, das sich um die Kinder gekümmert hat, weil meine Frau war ja mit auf der Wiesn. Da kam das Hausmädchen nach der Schule am Nachmittag auf die Wiesn. Die Kinder haben in unserer damals relativ kleinen Büro ihre Hausaufgaben gemacht, haben dann langsam auch angefangen, ein bisschen mitzuarbeiten und haben sich dann letzten Endes überhaupt für die Gastronomie entschieden. Ich habe sie nie gezwungen, in die Gastronomie zu gehen. Meine Tochter war sofort, die wusste von Anfang an, ich will in die Gastronomie gehen. Bei meinem Sohn hat es ein bisschen länger gedauert. Er hat erst nach dem Abitur eine Banklehre gemacht und hat dann gleich gesagt, also das weiß ich jetzt aus dieser Lehre ganz sicher, Banker wäre ich nie. Und dann habe ich ihn in den Semesterferien, er hat dann studiert Informatik, dann habe ich ihn in den Semesterferien alles Mögliche machen lassen. Der hat bei BMW gearbeitet, bei RTL in Köln und bei den verschiedensten Firmen und natürlich auch in der Gastronomie. Aber letztendlich hat er sich auch für die Gastronomie entschieden. Aber sie sind in der Gastronomie groß geworden und haben sich dann beide für die Gastronomie entschieden. Und dann kommt man natürlich, wenn man in ein gewisses Alter kommt, schon auf den Gedanken, wie übergibt man das mal? Ja. Und geht also nicht so, dass man sagt, so jetzt, heute höre ich auf und ab morgen sind die Kinder hier. Sondern es ist bei uns ein Prozess gewesen, der eigentlich immer noch andauert. Ja? Aber natürlich inzwischen bleiben bei mir vielleicht noch 5 oder vielleicht 10% hängen, aber 90 oder 95% machen meine Kinder heute. Und ich sage immer, wenn man sich mit der Jugend und mit den Kindern gut versteht, wenn man also ein gutes Verhältnis hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Denn wenn ich irgendwie, bin ja noch jeden Tag hier und mir macht es ja auch noch immer Spaß, ich will ja nicht ganz aufhören und noch dabei sein. Und wenn ich dann irgendwas sehe und sage, du, pass auf Ricky, das würde ich mir noch mal überlegen, das würde ich anders machen, schau dir das mal an und das habe ich früher so und so entschieden, überleg dir das nochmal. Dann sagt er, okay, mache ich. Oder er kommt zu mir und sagt, oder meine Tochter, du Papi, da haben wir ein Problem, wie würdest du das lösen? Also wichtig ist, dass man sich versteht. Miteinander redet auch, ne? Und miteinander redet und sich versteht. Dann ist diese Übergabe eigentlich überhaupt kein Problem. Und man muss natürlich schon bereit sein, auch abzugeben und loszulassen. Das ist, glaube ich, fast der schwierige Momentum. Ne? Das war in der Anfangsphase schwierig, für mich. Sagen wir mal, bis man bei 50% ist. Wenn man dann die 50% abgegeben hat und dann ins zweite 50% reingeht, dann wird es leichter. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess, der eigentlich schon einige Jahre dauert und immer noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber wenn man sich versteht, ist das kein Problem. Ja, Sie haben ja auch dann mit Ihrer sehr, sehr lieben Frau, wenn ich das so sagen darf. Woher kennen Sie meine Frau? Woher wissen Sie, dass die lieb ist? Ja, wir saßen den ganzen Abend der Ski beieinander. Weil ich 50 Jahre verheiratet bin. Ne? Weil sie es ausgehalten hat. Nächstes Jahr 50 Jahre, ja. Ihr habt euch ja ein weiteres Standbein sozusagen oder eine neue Arbeit gesucht. Ihr seid ja sehr sozial aktiv.
Habt ihr eine eigene Ja. eine eigene Stiftung aufgebaut. Wie heißt die Stiftung? Die heißt Münchner Herz. Und es ist etwas, was uns immer am Herzen lag, irgendwas Soziales zu tun. Wir machen das ja schon seit 20 Jahren, zum Beispiel an Silvester. Da haben wir in unserem großen Saal oben immer 600 Obdachlose da am Silvesterabend und laden die zu einem wirklich schönen Abendessen ein mit Musik und mit also richtig, richtig schön. Mit gedeckten Tischen und 3-Gänge-Menü und dann kriegen sie am Schluss noch ein Päckchen mit. Das sind alles Dinge, die wir dann auch von unseren Lieferanten erbetteln natürlich, um dies zu verköstigen und denen was mitzugeben. Leider haben wir nur 600 Plätze, mehr Leute kriege ich nicht unter. Es könnten auch 1000 oder 1200 sein, aber es geht halt einfach leider nicht. Das ist einmal ein Weg, den wir schon seit 20 Jahren machen. Und vor ungefähr 10 Jahren sind wir auf die Idee gekommen, das, was wir sonst immer spenden, das machen ja viele Menschen in Deutschland, gerade zur Weihnachtszeit, bei diesen Spendenaufrufen sind ja viele Leute dabei, die großzügig spenden, auch bei den Fernsehsendungen immer, ne? Herz für Kinder und so weiter. Und da waren wir natürlich auch dabei und haben das genauso gemacht wie andere auch. Und irgendwann kommst du dann doch auf die Idee und sagst, wo geht das alles hin, was passiert eigentlich damit? Kontrollieren kannst du das sowieso nicht und eigentlich sollte man doch selber was machen. Und warum machen wir das nicht vor der Haustüre? Es gibt hier in München so viel sozial schwache Gegenden oder soziale Brennpunkte, wo vor allen Dingen die Kinder darunter leiden. Und dann kamen wir eben auf die Idee und haben gesagt, das machen wir in München. Wir gründen eine Stiftung und mit dieser Stiftung unterstützen wir Projekte, die wir uns natürlich raussuchen, die in München genau das tun, was wir wollen, nämlich Kinder und Jugendliche unterstützen, Jugendliche begleiten, Familien helfen, dass sie eben überhaupt leben können. Die meisten können ja gar nicht mehr von dieser Hartz-IV-Geschichte leben. Und wir binden auch Senioren ein als freiwillige Helfer, die uns dann in diesen Projekten unterstützen. Okay. Da haben wir über 100 freiwillige Helfer, die uns inzwischen arbeiten. Wir haben 2 Projekte, da haben wir die Räume selber angemietet, haben uns dann einen Träger gesucht, der das Ganze leitet und führt. Das sind meistens Sozialpädagogen, die das natürlich auch verstehen, die wissen, mit den Leuten umzugehen. Und wir finanzieren das Ganze. Entweder wir und dann natürlich auch über Spenden. Das heißt also, ich bin über jeden Euro dankbar, der uns in diese Stiftung fließt. Blenden wir auch gerne unten ein. Und das sind dann Kinder, die in dieser Zeit, in der sie bei uns sind, also meistens nach der Schule, vormittags ist noch nicht so viel los, da sind mehr Leute dann in der Kleiderkammer. Wir haben auch eine Kleiderkammer, wo man also, was weiß ich, für ein paar Euro sich einkleiden kann. Das läuft sogar sehr, sehr gut in den Projekten, die wir da bis jetzt haben. Und nachmittags kommen dann die Kinder, wenn die Schule zu Ende ist, und die können dort Hausaufgaben machen, die können dort Unterstützung kriegen bei den Hausaufgaben, die kriegen Nachhilfeunterricht, die können dort basteln. Wir haben Kochkurse, wir haben wie sagt man da, diese Keramikkurse, Tanzkurse. Sie können essen, trinken, sie können sich dort aufhalten, sie haben Ansprechpartner, Sport und Spiel natürlich, also all das, was die Jugend halt in den verschiedenen Altersgruppen liebt, das bieten wir an. Und wir haben da sehr, sehr große Erfolge und haben viele, viele Kinder schon über gewisse schulische Probleme hinausgebracht, dass sie plötzlich einen Schulabschluss geschafft haben. Wir haben ihnen dann Lehrstellen verschafft, dass sie irgendwo in die Lehre gehen konnten. Haben sie dann auch in der Lehre noch begleitet, dass sie nicht nach 4 Wochen sagen, ich habe keinen Bock mehr. Nein, sie mussten dann schon dabei bleiben, da haben wir uns auch darum gekümmert. Also all diese Dinge, Jugendlichen helfen zur Selbsthilfe, dass sie einfach selber auf eigenen Beinen stehen können, eine eigene Karriere machen können und nicht jetzt von Haus aus schon wissen, ich lande sowieso in der Sozialhilfe. Ja, okay. Ja, aber Hilfe, helfen sozusagen. Ja. Finde ich super. Also gerade so ein soziales Engagement finde ich natürlich toll von Menschen, die auch sich durchaus was gönnen können. Also die sind ja auch, man muss ja nicht immer dann engständig werden. Wir haben gesagt, in unserem Leben ist es im Großen und Ganzen wirklich, außer dieser großen Katastrophe damals mit dem Wienerwald, aber wir haben eigentlich immer eine schöne Zeit gehabt. Uns ging es gut, wir konnten uns immer alles leisten, wir haben nie echte Probleme gehabt. Und von dem Glück, das wir Gott sei Dank durch unseren Herrgott hatten, haben wir halt versucht, ein bisschen was zurückzugeben oder versuchen, etwas zurückzugeben an andere, denen es nicht so gut geht auf dieser Welt. Respekt, finde ich super. Welchen großen Wunsch haben Sie noch? Ja.
Natürlich die Gesundheit, klar. Ja. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen 80 geworden und jetzt denkt man natürlich schon ein bisschen darüber nach, dass es so lange nicht mehr geht. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, gesund zu bleiben. Und der zweite große Wunsch ist, dass diese Stiftung, die wir gegründet haben, weiter wachsen wird, erfolgreich ist und vielen, vielen Menschen helfen kann. Das wünsche ich Das Ihnen sind natürlich beide auch, Wünsche. auf jeden Fall. Also beide Wünsche sollen Ihnen in Erfüllung gehen. Ich hoffe, dass wir uns noch oft auf der Wiesn treffen und dann wünsche ich jetzt schon mal eine gelungene Wiesn. Ja, das können wir uns Vielen wirklich Dank für wünschen. das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Habe ich Prost. gerne gemacht. Danke Ihnen.